Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Ja Mann, wir wollen wieder zurück nach Scab Island, aber tief in der Karibik mit LeChuck's Festung, bla 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 bla. Lago, Sie haben um mir gerufen? Ist es wahr, dass der Kaiser Freeboot jetzt ein noch das dritte Kartenstück zu Big Book gefunden hat? Ja, Sir. Du war ich grad dran. Warum hast du was nicht fast selber erzählt? Naja, ich habe ja versucht, dass er wirklich... Lago? Du bist mein vertrauter Knecht seit vielen Jahren. Und du weißt, was hinter meinem Schiff steckt und also, ja, jetzt bring mir kein Freeboot, bevor er noch den Schatz findet. Okay, wenn er freundlich wird und nicht ausflippt, ist das etwas gefährlich bei der Chuck. So. Wir haben ja bei Stan vor geschätzter Uhrzeit einmal einen Schlüssel abgestaubt, ne? Mit dem Schlüssel gehen wir jetzt mal in die Gruft rein. Ich weiß nicht mehr sicher, welcher das war. Ich glaube, das war die hier. Müsste die Gruft hier gewesen sein. So, damit kommen wir nämlich rein. Alle Hopf, da können wir hier. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ja, vor allem da, wo noch die Bären raushängen, die Käseviehs, gucken wir uns natürlich auch mal an. Okay, das habe ich leider nicht verstanden, was er auf Englisch gesagt hat. Da geht jetzt leider wieder ein Witz verloren, das ist etwas schade. Gucken wir uns mal den Sarg hier an. Da steht noch ein Spruch drauf. Glücklich oder Frohsinn ist keine Ahnung, was Manatee ist. Okay, der alte Akrobat Bill liegt hier tot drin. Was war noch irgendwas auf seinem Kopf? Ja, der alte Bill, der Akrobat, das ist von der Fettuccini Brothers. Er ist gestorben, wie man beerdigt hätte. Direkt am Kopf. Oder mit dem Kopf voran. Okay, das war dann wohl einer von den Fettuccini Brothers. Der Bruder Bill, wenn ihr euch erinnert. Dann gucken wir uns einmal an hier den Sarg, weil das ist, glaube ich, der, um den es geht. Steht einfach nur drauf. Und hier? Veilchen sind blau, Rosen sind rot. Die Piraten sind an Bord gekommen. Bereite dich drauf vor, Blei zu fressen. Okay. Munddusche? Wir brauchen keine stinkende Munddusche. Ja, der ist dann wohl an Zahnfäule gestorben. Dann gucken wir mal hier noch auf den Sarg. Das, glaube ich, der, um den es geht. Küss mich, ich bin, keine Ahnung, was Scurvy ist. Naja, wir machen es wohl auf. Aber ich glaube, darum geht es mit der berühmten Zitate von Piraten, ne? Warte mal, wo haben wir es dann das Buch? Hier. Ja, genau, das ist all das, was hier der Old Skunk Eye. Genau, küss mich, ich bin, keine Ahnung was, Rapscallion. Arg ist Barney Gaut. Und der Spruch mit den Piraten. Bereite dich drauf vor, Blei zu fressen. Das ist der Commander Knopfkopf. Und der mit der Munddusche ist Fester Leech. Alles klar. Dann ist das der Sarg, um den es geht. Natürlich Ladebildschirm. Okay, da ist nur Asche. Tja, sieht aus wie menschliche Überreste als Asche. Tja, dumm gelaufen. Mehr können wir doch erstmal nicht machen. Ich glaube aber, wir hätten dafür noch das Voodoo-Rezept gedöns, ne? The Joy of Hex haben wir auf jeden Fall noch. Ja. Ist ein bisschen zu technisch und theoretisch für ihn. Aber wir müssen damit dann, glaube ich, zur Voodoo-Lady gehen, weil die hat dann noch ein Rezept für uns parat. Also nix wie ab in den Sumpf, weil derzeit können wir überhaupt nichts damit anfangen. Wie der alte Rapscallion da ohne drin liegt, da als Asche drin liegt, ist natürlich nicht so toll. Deswegen gehen wir mal da hier. Und wir rudern mal wieder zu der Voodoo Lady. Die hat bestimmt noch mal irgendeinen Tipp für uns parat, was wir da machen können. Ach ja. Denn eine schöne Fledermausgeräusche noch im Hintergrund. Wobei die immer kreischen, nicht so Geräusche machen, wenn sie fliegen. Okay. So, dann sollten wir mal vielleicht mit der sprechen.
Wieder zurück, Mr. Threepwood. Oh, schade. Ja, wegen der Voodoo-Puppe. So nebenbei. Ja, die hat ziemlich gut funktioniert, oder? Ich hab's immer noch drauf. Okay, ja gut, dann war's das für mich wohl. Tschüssi. Wie war dann das? So soll es sein. Wie war dann das mit Rapscallion? Wir sollten uns vielleicht nochmal die Dinger hier angucken. Spinnelunge. Okay, hier. Die sind überschriftet, die Dinger. Also irgendeinen Voodoo-Kram brauchen wir auf jeden Fall, um die Asche wieder zum Leben zu erwecken. Ja, irgendein Voodoo-Zeich. Hier. Ode Mojo. Okay. Was war denn da noch? Skink Toes, Alter. Ja, das ist es. Das ist es. Ash to Life. Hey, das ist nur das Vorführmodell. Das richtige Zeug habe ich hier. Eine von meinen kräftigsten Tränke. Bringt die Tote wieder zum Leben zurück. Das klingt nicht so richtig gut irgendwie. Damit könnte man ziemlich viel cooles Zeug herstellen. Aber ich nehm's, komm. Da gibt es auch ein paar Anweisungen dazu. Es wirkt nur auf Asche. Und die Wiedererweckung ist nur temporär. Und es bringt auch noch das Zeug mit, was die Leute bei sich getragen haben. Ja, Voodoo ist ziemlich kompliziert. Regeln sind Regeln. Ja, aber trotzdem, wenn es um das Zeug dort draußen geht. Ja gut, sie brauchte Probe dafür. Okay. Na gut. Dann besorgen wir das Zeug doch. So soll es sein. Gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir hier das Asche zum Leben brauchen. Damit wir Rapscallion für kurze Zeit wiederbeleben können, weil das finde ich halt von den Charakterstücke neben Rum Roger eigentlich am coolsten. Rum Roger, Rum Roger oder Rum Roger, soll ich schon richtig Sache. Na gut, ich habe das aber auch nicht umsonst als letztes ausgewählt, weil wir kommen zum Schluss dann hier im Sumpf nämlich mit was in Kontakt, was uns dann weiterbringt. Aber ist ja alles bewusst ausgewählt, weil ich weiß, wie in etwa der Spielverlauf ist. Na, dann gucken wir uns halt nochmal den Sarg an. Und wir schnappen uns ein bisschen was von der Asche von dem Kerl. So. Ach, ekelhaft. So, da ist es. Bisschen Aschehämmer geklaut vom alten Rapscallion. Und das ist auch der einzigste von der Crew von Captain Marley, die wir lebendig noch erleben. Okay, beim Rum Roger hatten wir halt auch noch den Junior parat, aber das war ja nicht der richtige, originale Rum Roger. Du haben es dann mal mit dem originalen Crewmitglied zu tun. Also, rein mit uns in den Sarg. Ich wusste nämlich, dass wir Ascheprobe brauchen, deswegen sind wir das jetzt ein bisschen unnötig gelaufen. Aber ich wusste auf jeden Fall noch, dass wir so zu Rapscallions Sarg kommen. Und dass wir damit auch der richtige wiederbeleben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man die anderen Leute dann auch wieder beleben kann, wenn man sich dann ihr Asche einfach nimmt. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Dass man dann die andere Type wieder belebt. So. Jetzt aber. Ja, jetzt haben wir die entsprechende menschliche Brandrückstände zurück. Ja, wieder zurück, Mr. Threepwood. Ich habe ein bisschen Asche für den Trank. Bring's mir her. Da gibt's nur noch ein kleines Problem. Ich habe das Rezept vergessen. Was? Das ist ein Weilchen her. Das Kochbuch habe ich nicht mehr. Aber ich habe doch so Voodoo-Rezepte hier in einem Buch. Gut. Wie viele Ekeldinger soll ich dann benutzen? 13. Ja, irgendein experimentelles Zeug da noch drin. Dankeschön. Und immer dran denke, wohl portioniere. Ja, genau deswegen habe ich nämlich dieses Joy of Hex. Ich habe doch gewusst, dass man das noch gebraucht hätte. Da hätte man nämlich sonst schon mal einen Botegang machen müssen. Jetzt gucken wir uns das Asche zu Leben Trademark mal an. Asche zu Leben Trademark. Die ekelhafte Salbe gibt es jetzt als schönes Puder, damit es nämlich allzu ekelhaft ist, dass man die Asche einreiben muss mit einer Salbe. Uachs. Gut. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet mit dem Stan, indem wir dem der
Kryptaschlüssel abgerippt haben und ihn dafür lebendig begraben haben. Dann haben wir noch zusätzlich das Buch aus Fat Island noch besorgt. Und dann... Ups, nee, Quatsch, das wollte ich doch gar nicht. In den Sumpf wollte ich nicht noch einmal. Hier, zum Friedhof. Da können wir das jetzt nämlich relativ bequem einfach nur von Friedhof zu Sumpf einfach nur so als Bootegänge machen. Das ist nicht das Problem. Das war ja noch relativ übersichtlich. Also wieder zum Sarg. Und dann machen wir doch mal Voodoo in der Praxis. Achtung. Drüber gestreut. Und jetzt. Ja, der Ladebildschirm verhindert halt ein bisschen, dass das flüssig läuft, aber sei es drum. Da kommt Leben in die Boot. Zuerst Skelett, dann der Kerl in der Unterbuchse mit Klamotte. Wow, das war ja ganz schön knapp. Ich habe versucht, irgendein flammenresistentes Zeug zu machen, aber ich hätte gedacht, dass es mich abmurkst. Das hätte mich schier abgemurkst. Du bist umgebracht, war Rap. Die Musik ist ja auch geil. Wo haben sie das Outfit eigentlich her, Rap? Ja, war ziemlich knapp. Verzeih mir noch mal ein bisschen was über Big Whoop. Das nächste Mal bist du ein bisschen vorsichtig, ja. Tschüssi. Naja, du bist umgebracht, war Rap. Sind wir mal ehrlich. Was? Du bist dreckiger als, du bist toter als Dreck. Dein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Du hast dein letztes Holz verbrennt. Du bist der Sous-Chef bei der Perltore. Du hast vor 2 Wochen irgendein Dings verpasst. Naja, du bist toter als Dreck, Kerl. Ich bin tot? Ja. Grün wie ein Jahr altes Gewürzgurke-Relish. Ja, dann machen wir das. Aber ich bin nicht bereit zu sterben. Ich fühle, dass meine Seele unter dir Friede gefunden hat. Da gibt's doch etwas, was ich machen muss, bevor ich losgehen kann. Ja, irgendwas mit der Wiener Technologie. Steaming Winnie Fortune. Ja, natürlich ja. Nur wenn man die Karte von Big Whoop kippt, dann kannst du natürlich Friede finden. Nee. Ich habe doch das Gefühl, dass ich das Gas im Restaurant gelassen habe. Das macht mich verrückt. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich noch Big Whoop suche? Big Whoop? Das Geheimnis nehme ich mit ins Grab. Das hast du bei dir, super. Bleibt dir nichts anderes übrig. Du kannst mein Kartenstück von Big Whoop haben, aber nur wenn du mir einen Gefallen tust. Kannst du mal gucken, ob auf meinem Würstchengrill noch das Gas ist? Was interessiert sich? Du bist tot? Gib mal das Kartenstück und ich check das für dich. Ja gut. Komm, der gibt dir sonst keine Ruhe. Ja, hier ist der Schlüssel, danke. Bitteschön. Und wieder Asche. Na gut, dann müssen wir das halt für ihn noch machen, damit die arme Seele sei Friede findet. Müssen wir hier raus. Glücklicherweise hat er ja auf Scab Island geschafft. Das heißt, wir können hier nochmal zum Strand. Da hat er ja seine Wiener Grill gehabt, der alte Stablumper. Das war ja auch abgeschlossen, das Ding. Ach, wenn ich es, glaube ich, nicht gezeigt habe, dass es abgeschlossen ist, habe ich zumindest gesagt, dass es abgeschlossen ist. Genau. Hier, Schlüssel mal angucken. Ja, die Grillwärstler. Beziehungsweise eigentlich gedämpfte. Ne? Steam ist ja eigentlich Dampf. Von daher gedämpfte Wiener. So, dann können wir hier das Ding mit der Tür verwenden. Und können bei ihm noch reingehen. Und gucken wir uns mal an, was da abgeht. Natürlich hat das Gas noch angelassen. Das hatten wir abgemurkst. So, dann benutzen wir mal den Knopf. Und das Gas ist wieder abgedreht. Ansonsten stellen wir hier nichts mehr. Großartig. Die Fässer sind leer. Aber es riecht immer noch Gewürzgurke. Und im Ofen. Ja, da ist nur. Das hat sich festgeklemmt mit altem Schmalz und Fett. Pfui Teufel.
Das kann ich nicht aufnehmen. Kann das aufmachen? Nee, das ist schon total verklemmt wegen altem Schmalz. Das ist schon auf. Und hier im Ofen? Da ist es leer. Und außer dem Wurstwasser ist sonst nichts mehr drin. Pfui Teufel. Okay, dann war's das. Vielleicht sollte man noch die der zumachen, damit es auch ordentlich ist. So. Jetzt hat die Armseele ihren Friede. Das Gas ist abgedreht. Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Rechnung Woche ist. Postmortem für den armen Kerl oder für seinen Nachfahrer, falls er welche hat. So. Dann können wir ja jetzt Bescheid geben, wie es aussieht. Und kriegen dafür unser Kartenstückchen. So, da. Genau, hier. Dann müsst ihr das eigentlich schon automatisch verwenden, ne? Sonst gäbe es ja keinen Ladebildschirm. Und. Huch, da war eben ein fetter Grafikfehler mit dabei. Ja? Ja, du hast recht gehabt, das Gas war immer noch angedreht. Ich hab's ausgemacht. Danke. Ich glaube, wo ich jetzt hier gehe, brauche ich das Kartenstück Limmi. Igitt. Danke. Jetzt kann ich in Friede unter der Erde ruhen. Wir gedämpftes Wärstel. Dann mit dem Daumen hoch, geil. Okay, können wir seinen Saga wieder zumachen? Ja, okay, jetzt hat die Armseele Ruhe. Wir gucken uns natürlich das Kartenstück nochmal an. Perfekt. Jetzt Hammers. Bei Rapscallions Kartenstück war nämlich drauf, wo Big Whoop versteckt ist. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Und ich muss gerade gucken, ob ich noch die 4. Sequenz triggern kann mit Captain Dread's Boot. Ansonsten. So. Dreads Schiff. Gucken wir doch gerade mal, ob wir das triggern können. Oh, Mensch, Timon. Erstmal so noch Booty, natürlich. Gern. LeChuck, ich habe gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten. Schlecht ist, dass Guybrush jetzt alle Kartenstücke hat. Die gute Nachricht ist, dass sich alles noch planläuft und dass es nicht schief gehen kann. Sehen Sie, er muss das vom Kartograf erstmal zusammenbasteln lassen und ich gehe hier, bevor er herkommt. Wenn der Plan schief geht. Das wird nicht schief gehen, euer Voodoo-Lordschaft. Genau. Wir müssen nämlich zu Wally gehen. Und der alte Rievenickel muss das für uns zusammen basteln. Aber ich wollte jetzt auch einfach mal die 4. Sequenz triggern, auch wenn das auf Scap Island ist und bla bla. Aber, so. Verflixt. Ich bin schon blöd, Mann. Jetzt brauchen wir ja auch das Monokel nämlich. Oh, Captain Dread hat's aber trotzdem. Verflixt. Ja, wir sollten trotzdem mal mit Wally retten. Hi, Wally. Ja, ich dann du. Ich gehe ohne mein Monokel nix. Ach, wichtig, ich könnte die ganze Zeit hier sitzen und über Karte retten, den ganzen Tag lang. Wäre dann nett. Ach, nur Schwuchteln benutzen Kater. Oder nur Wäschlumpe benutzen Kater, um es mal ein bisschen freundlicher zu sagen. Ja, Karte und so, naja, interessant. Okidoki. Hier. Bitteschön. Was ist das? Ich sehe überhaupt nichts. Ich brauche doch nur mein Monokel zurück. Das ist ein... Ah, Moment. Ich weiß, wie man das regeln. Natürlich, du musst nicht zum Captain Dread und Froher. Und zwar hier, bitteschön, Wally. Du kriegst die Linse. Na, das funktioniert auch, danke. So, jetzt hat er auch einen Ersatz gekriegt. Und, können wir jetzt nochmal so mit dem Retter? Hi, Wally. Oh, hallo, Herr Brush. Okay, nix. Naja, danke, ich muss dann los. Okidoki. Dann jetzt aber hier, ne? Bitteschön. Oh, was ist denn das Kartenstück? Es sieht aus wie ein Teil von einer Karte. Ich habe der Rest von der Karte auch noch hier. Sehr interessant.
Kannst du das alles wieder zusammenpacken und als Card verbasteln für mich? Ja, das kann ich schon machen, aber es dauert eine Weile. Gehen Sie doch mal zum internationalen Haus des Mojo und freuen Sie noch einen Liebestrank für mich. Weil alles, was Sie machen müssen, ist zurückkommen und dann, ja, bin ich auch wieder so weit. Okay. So. Und während der jetzt unser Card zusammen bastelt, müssen wir für Wally noch einen Liebestrank gehen, den er geordert hat von der Voodoo Lady. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, das machen wir dann übermorgen bei Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Special Edition natürlich noch, auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.